Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, meine Aufstellung, mein Tipp gegen Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit, was ich hier so tue. Ja, und damit gehen wir rein, wie wir meine Aufstellung gegen Mainz 05. Ich würde eiskalt Daniel Peretz mal reinbringen, weil er hat jetzt in der zweiten Mannschaft gespielt, hat da ein bisschen Spielpraxis gesammelt, wäre also ein guter Zeitpunkt. Und ja, ist ja in manchen Vereinen auch üblich, dass im Pokalspiel oder im Pokalspielen mal ein anderer Torwart spielt. Ja, und Manuel Neuer ist gerade jetzt nicht so sicher, als dass man sagen könnte, ja, alles gut, Manu ist die unangefochtene Nummer 1. Von daher will ich persönlich mich freuen, mal Daniel Peretz zu sehen. Ja, der ein oder andere wird jetzt wieder aufschreiben, bla, Sülz. Ja, alles gut, Leute. Ja, es ist nur meine Meinung. Ihr könnt da gerne eine andere haben. Die sicherere Nummer wäre natürlich, den Ole zu bringen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür man diese Spieler verpflichtet, wenn man sie dann in solchen Spielen nicht auch mal reinwirft und einfach mal guckt, ja, was ist der Stand der Dinge, war. Gut. In Verteidigung, ja, Alternativen sind ja rar gesät, stellt sich also mal wieder von alleine auf. Was auch völlig fein ist, beide Innenverteidiger machen den Job gerade sehr zufriedenstellend, sehr gut teilweise, also da habe ich gar keine Sorgen. Ja, manches ist einfach dem System geschuldet, dass das nicht so wuppt, wie es manchmal soll. Von daher alles gut. Kim und Opa rein, alles ist fein. Reimt sich sogar, war wilde Nummer. Gut, auf der linken Seite, ja, Fonzie Davies hat aufsteigende Form. Die Chancen, Adam Aznu reinzuwerfen gegen Bochum, hat man nicht genutzt. Von daher ist es schwer, dann jetzt zu sagen, komm, dann jetzt in so ein Pokalspiel schmeiße ich dich rein, vor allem wenn man dann noch sagt, man setzt mal einen anderen Torwart ein. Dann würde ich die Abwehrreihe schon so lassen, wie sie eingespielt ist. Ja. Von daher, rechter Verteidiger haben wir jetzt die Wahl zwischen Guerrero, Leimer, Kimmich. Ja. Ich sag euch, wie es ist, ich würde einen Kimmich als rechten Verteidiger bringen. Ja. Ich denke auch da, von der Posi aus, denk nur an einen Philipp Lahm damals, wie er zum Schluss den rechten Verteidiger interpretiert hat. Ja. Da war er auch ähnlich, wie es ein Kimmich teilweise schon macht. Auch mehr der Aufbauspieler, ja, auf der halbrechten Mittelfeldposition, ist dann mal wieder auf die rechte Verteidigerposition zurückgewandert. Und ansonsten, ganz ehrlich, kann das Ganze auch zu einer Dreierkette hinten werden, weil wir stellen natürlich in der Mitte ganz klar auf die Sechser-Posi in Palinja hin. Ja. Sollte klar sein, ohne Wenn und Aber. Und dadurch bist du natürlich super flexibel, wenn Kimmich dann nach innen rückt, rückt ein Palinja nach hinten zwischen die beiden Innenverteidiger und du hast auf jeden Fall eine Dreierkette, ja. Oder er rückt halt auf die Upamecano-Position und Upamecano rückt auf die rechte Verteidigerposition. Auch das hat ein Upa schon mehrfach gespielt. Ja, sehe ich jetzt nicht das große Problem drin. Ne? Und ganz klar muss man sagen, dass Kimmich auch mit die stärksten Flanken schlagen kann bei uns im Team. Ne? Von daher wäre das, glaube ich, gar keine so schlechte Variante. Wird natürlich nicht passieren, müssen wir uns nichts vormachen. Kimmich wird wie immer den Quarterback geben, aber das wäre halt einfach meine Aufstellung. Gut, ansonsten vorne Harry Kane sollte gesetzt sein. Wir müssen im Pokal nicht wieder anfangen, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Ne? Von daher alles tutti. Natürlich ist ein Michael auch gesetzt. Ja, ist neben Harry Kane unser konstantester da vorne. Und natürlich ist ein Musiala gesetzt. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, wir können natürlich jetzt sagen, wir schieben ihn auf die halblinke Posi. Ja, auch das kann Musiala spielen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Gerade in Verbindung mit dem Fonzie Davies kann er das. Und dann kann man natürlich überlegen, spielt man mit dem zweiten Stürmer, ja. Mit dem Tell neben einem Harry Kane. Und du hast natürlich noch die Achterposition, die natürlich auch gleichzeitig mit nach vorne laufen kann.
Ja, Fragen über Fragen. Meiner einer würde auf jeden Fall mit dem Conny Leimer anfangen. Auf der Achterposition, ja. Ich denke, Conny ist prädestiniert für dieses System auf dieser Position, weil er einfach eine Pressing-Maschine ist. Dazu hat er einen super, super Ball in die Spitze, hat er schon in Leipzig gezeigt. Ansonsten hast du natürlich die Alternative von Leon, ja. Leon wäre dann die Alternative auf dieser Position. Oder natürlich auch ein Rafa Guerrero. Aber einen Guerrero kannst du natürlich auch auf die Außenverteidigerposition als Alternative nehmen, ja. Musst du nicht, kannst du auch einen weiter vorstellen, genauso wie du einen Adam Aznu auch einen weiter nach vorne schieben kannst, ja, ist auch nicht das Problem. Ja, wird natürlich nicht passieren. In meiner einer würde das aber so aufstellen und ich würde einen Matistel mit aufstellen. Und wir ballern das hier zu einer Doppelspitze. Ihr wisst, ich habe schon im letzten Talk auch gesagt, ein Harry Kane lässt sich eh oft genug in diesen Raum hier fallen. Ja. Und wir haben halt dann öfter das Problem, was heißt Problem, wenn man 15-0 gegen Bochum gewinnt, dass dann natürlich der Strafraum nicht wirklich besetzt ist. Ja. Deswegen, ich würde ganz gerne mal einen Harry Kane in Zusammenspiel mit einem weiteren Stürmer sehen. Ja, das wäre schon mal eine Geschichte, die ich mir gerne anschauen wollen würde. Und ja, wie gesagt, das ist aber auch super flexibel hier. Ja, ihr wisst es, auch ein Tell kann mal auf die linke Position gehen. Genau wie Musiala in die Mitte gehen kann. Es kann aber auch mal ein Conny Leimer nach links ausweichen. Das ist ja alles variabel. Ja, das soll ja gar nicht das Problem sein. Ja, das ist, wie ich es aufstellen würde. Ich erwarte Mainz eher defensiv. Alles andere würde mich überraschen. Und von daher denke ich, sind zwei Stürmer, die da zwei Innenverteidiger beschäftigen, auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn Harry Kane wieder alleine zwei Innenverteidiger beschäftigen muss. Ja, von daher denke ich, wäre das eine ganz coole Sache. Natürlich können wir hier auch über Müller nachdenken, wenn das irgendwie einen Tacken offensiver werden muss. Ja, mit ein paar Linien hast du einen super defensiven Spieler auf dem Feld. Alternativ, wie gesagt, kann natürlich ein Kimmich auch in diese Rolle gehen. Alternativ kann natürlich auch ein Conny Leimer da mal aushelfen auf der rechten Verteidigerposition, dass man das vielleicht auch mal durchtauscht. Also Möglichkeiten sind ja genug da. Wir müssten eigentlich variabel genug sein. Ja, ja, ich würde Serge noch mal eine Pause gönnen. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Ich würde ihm persönlich aber noch mal eine Pause gönnen. Dann kann er noch mal nachdenken über seine letzten etwas schlechteren Leistungen, was jetzt nicht super schlecht war, es war Durchschnitt, ja, gar keine Frage, aber vorher war er auf jeden Fall eine Ecke stärker und da muss er wieder hinkommen. Ja, und vielleicht motiviert ihm das dann einfach mal, wenn er 2 Spiele draußen setzt. Gut, das wäre meine Aufstellung. Passieren wird die Aufstellung nicht, müssen wir uns nichts vormachen. Ich gehe davon aus, dass die Standardaufstellung wieder beginnen wird. Ich denke, Gnabry wird beginnen für einen Coman. Und ansonsten wird die Aufstellung sein wie die letzte. Ja, ich gehe davon aus, dass ein Guerrero für einen Conny Leimer wieder als Rechtsverteidiger spielen wird. Kimmich und Palinja als Doppel-6 oder Doppel-8, wie auch immer ihr das sehen wollt. Und ansonsten wird das sehr wahrscheinlich so kommen, wie immer. Ja. Aber das wäre meine Aufstellung. Ja, in diesem Sinne, Leute, wie immer, haut mir gerne eure Aufstellung in die Kommentare. Mein Tipp ist 3-1, 4-1 für uns. Ich denke nicht, dass wir große Probleme haben werden sollten. Es sei denn, wie gesagt, Neuer hat einen schwarzen Tag und patzt wieder und man gerät in Rückstand und so weiter. Aber ich gehe da nicht von aus. Ich denke, die Mannschaft hat Bock, die Mannschaft ist ein Team, die Mannschaft ist fokussiert. Selbst wenn wir in Rückstand geraten sollten, denke ich, haben wir die Qualität, das Ding dann auch nochmal umzubiegen. Also ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Und ja, Leute, ich wünsche uns allen ein gutes Spiel, viel Spaß beim Spiel. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.